Guten Morgen, Schweiz! Ich hoffe, du hast einen guten Start ins neue Jahr und bist zufrieden mit dem Wahlergebnis. In den letzten paar Videos haben wir ja über die Wahlen geredet. Jetzt aber in diesem Video geht es um Abstimmung, nämlich um die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen». Sie ist am 18. Oktober 2016 eingereicht worden. Abgestimmt wird am 9. Februar 2020. In diesem Video sage ich euch, um was es geht. Ich erkläre euch, was die Initianten wollen, und die Argumente dafür und dagegen kritisch vorstellen. Ich tue aber nicht, wie die Politiker irgendwelche Halbwahrheiten erzählen, sondern ich zeige euch Statistiken, wo ihr schwarz auf weiß seht, was die Zahlen sind. Dann könnt ihr objektiv für euch eine Meinung bilden und abstimmen. Ich sage euch meine Meinung aber nicht. Ich habe zwei Bilder, wo der Artikel drauf ist, wo es in dieser Abstimmung darum geht. Da auf dem ersten Bild haben wir den Artikel 108 Wohnbau und Wohneigentumsförderung, wie er aktuell in der Bundesverfassung ist. Erster Punkt. Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Jetzt möchten die Initianten den so umändern. Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen. Er fördert den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Was heißt jetzt das? Das heißt, dass anstelle der bisher vorgesehenen generellen Förderung vom Wohnungsbau soll jetzt die Förderung vom Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen treten. Punkt 2, 3 und 4 bleibt, wie er ist. Sie wollen jedoch 5, 6, 7 und 8 hinzufügen. Punkt Nummer 5. Er stellt sicher, dass Programme der öffentlichen Hand zur Förderung von Sanierungen nicht zum Verlust von preisgünstigen Mietwohnungen führen. Was heißt das? Wenn eines Haus saniert, darf es nachher nicht teurer vermieten. Also nur umgebaut werden und subventioniert werden, wenn es nicht zu luxuriösen Zweck ist. Punkt Nummer 6. Er strebt in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine stetige Erhöhung des Anteils der Wohnungen im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus am Gesamtwohnungsbestand an. Er sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen dafür, dass gesamtschweizerisch mindestens 10% der neu gebauten Wohnungen im Eigentum dieser Träger sind. Was heißt das? Der Anteil von gemeinnützigen Wohnungsbau an den neu gebauten Wohnungen soll gesamtschweizerisch bei mindestens 10% liegen. Eine kurze Begriffserklärung. Gemeinnütziger Wohnungsbau ist es, wenn Häuser, zum Beispiel von Wohnbaugenossenschaften, gebaut werden. Diese Genossenschaften geben ihren Mitgliedern günstigere Wohnungen als normalerweise, weil sie damit keinen Profit machen wollen. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 1500 Wohnbaugenossenschaften, WBGs, mit rund 160'000 Wohnungen. Das sind 5,1% vom Wohnungsbestand. Oder zusammen mit Wohnungen, die durch andere gemeinnützige Bauträgerschaften gebaut worden sind, 8,8% vom gesamten Wohnungsbaubestand. Die Mietzinsen pro Quadratmeter liegen bei Genossenschaften um rund 15% unter dem Durchschnitt aller Mietwohnungen. Die Baugenossenschaften haben noch weitere Vorteile. Die bekommen Bauland von den Gemeinden. Dann gibt es einen Fonds de Roulement, wo sie daraus Darlehen beziehen können. Also sie können von dort Geld nehmen und damit Wohnungen bauen und haben einen tiefen Zinssatz. Man muss sich halt bewusst sein, dass wenn man so Quotensachen einführt, dass eine Quote nicht ein freier Arbeitsmarkt ist, sondern halt eben eine Quote. Der nächste Punkt ist, er ermächtigt die Kantone und die Gemeinden zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus für sich ein Vorkaufsrecht für geeignete Grundstücke einzuführen. Zudem räumt er ihnen beim Verkauf von Grundstücken, die in seinem Eigentum oder jenem bundesnaher Betriebe sind, ein Vorkaufsrecht ein. Dann ist auch interessant zu wissen, dass es Massnahmen gibt, falls die Abstimmung abgelehnt wird, dass der Bund 250 Millionen Franken in den Fonds de Roulement investiert.
Die Initiative ist von 2016. Das heisst, die Initianten haben von 2002 bis 2015 ihre Daten gesammelt und recherchiert. Jetzt ist klar, die einen sagen, es hat viel zu viele freie Wohnungen, die anderen sagen, es hat keine freien Wohnungen. Die einen sagen, der Wohnungsbau wird unterstützt wie nichts, wir müssen nicht noch mehr unterstützen. Die einen sagen, es wird noch gar nichts unterstützt. Das sind alles subjektive Aussagen. Darum müssen wir uns noch mehr Statistiken anschauen, damit wir sehen, schwarz auf weiß, wie die Zahlen sind und du objektiv kannst deine Meinung bilden. Das ist eine Statistik mit der durchschnittlichen Nettomiete in Franken nach Zimmerzahl und Alter der Personen vom Jahr 2017. Auf der horizontalen Achse sehen ihr von links nach rechts, wie viele Zimmer. 1 Zimmer, 2 Zimmer bis 5 plus Zimmer. Dann ist in jedem Abschnitt die linke Seite die 25- bis 64-Jährigen und auf der rechten Seite die 65-Plus-Jährigen. Auf der anderen Achse haben wir angeschrieben von 0 bis 2500 Franken. Wie viel Nettomiete das ist. Und jetzt sehen wir, wie viel das kostet. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das viel, ist das wenig und je nachdem könnt ihr abstimmen. In dieser nächsten Statistik sieht man auf der horizontalen Achse, auf der X-Achse, Bruttohaushaltseinkommen in Franken und auf der Y-Achse sieht man Anteil Mietausgaben am Bruttohaushaltseinkommen. Was heisst das vereinfacht gesagt? Unten siehst du, wie viel man verdient, wie viel die Personen verdienen und links sieht man, wie viel Prozent von dem, was sie verdienen, müssen sie abgeben als Miete. Und da sieht man, dass die weniger als 4'000 Franken verdienen im Monat, müssen natürlich mehr abgeben, also fast 35%. Und dann die von 4'000 bis 6'000 verdienen, müssen zwischen 20 und 25% von dem, was sie verdienen, also von diesen 4'000 bis 600 Franken, als Miete abgeben. Und so geht das aber bis die mehr als 12'000 Franken verdienen, die im Schnitt zwischen 10 und 15% von dem Geld müssen als Miete abgeben. Ganz rechts seht ihr insgesamt, wie es in der Schweiz im Schnitt ist. Also um die 20% von dem, was man verdient, geht an die Miete ab. Jetzt auch wieder da. Du kannst entscheiden, ist das zu viel oder zu wenig. Und je nachdem kannst du abstimmen. Dann benutzen beide, die Initianten und die Gegner, noch das Argument der leerstehenden Wohnungen. Die Gegner sagen zum Beispiel, es hat so viele leerstehende Wohnungen, dass die ganze Stadt Bern leer wäre. Also, die ganze Stadt Bern hat so viele Wohnungen, wie leer stehen in der ganzen Schweiz. Dann sagen die Initianten, es hat keine Wohnungen in Zürich, wo man irgendwie zu einem günstigen Preis bekommt. Das sind beides wieder subjektive Aussagen von Politikern. Darum schauen wir jetzt uns diese Grafik an. Auf dieser Grafik sehen wir die Leerwohnungsziffern am 1. Juni 2014 bis 2018. Rechts oben sehen wir, wie es aufgebaut ist. Also ganz links von den schwarzen Balken ist 2014, 2018 ist ganz rechts von diesen Balken. Es geht von 0% bis 2,5%. Jetzt sehen wir, dass zum Beispiel in Zürich hat es nur ca. 1% Leerwohnungen. Aber im Aargau hat es fast überall 2,5% leerstehende Wohnungen. Das heisst, in den Hotspots hat es weniger freie Wohnungen als auf dem Land. Was irgendwie noch logisch ist. Jetzt auch wieder da. Du hast Statistik, du siehst, wo du wohnst. Findest du, man muss die Wohnungen mehr fördern? Oder findest du, es hat schon genug Wohnungen und es sind ja schon fast alle leer? Jetzt habe ich hier noch eine zweite Grafik. Entwicklung der Leerwohnungen und der Leerwohnungsziffer 1984 bis 2018. Momentan sind wir ca. bei 1,6%. Das wären ungefähr die 65'000 leere Wohnungen. Und jetzt könnt ihr entscheiden. Sind das zu viel? Sind das zu wenig? Man sieht, es hat sich nach oben entwickelt seit 2012. 1998 war es mal höher. Mal schauen, wo der Markt uns hinbringt. Du kannst jetzt entscheiden, wie du es in der Schweiz haben willst. In dieser letzten Grafik zeige ich noch das Verhältnis
von diesen leerstehenden Wohnungen, welches sind Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. Da sehen wir, gesamtschweizerisch von all diesen leerstehenden Wohnungen, die wir in der Grafik vorher gesehen haben, sind ungefähr 20% zu verkaufen und 80% zu vermieten. Da sehen ihr die verschiedenen Kantone und immer das hellblaue sind die zu vermieten sind und die dunkelblaue die zu verkaufen. Und die beiden zusammen, die zu verkaufen und die zu vermieten, geben die von der Grafik vorher leerstehenden Wohnungen. Gut, fassen wir zusammen. Der durchschnittliche Mietpreis ist so hoch, wie noch die Statistik gezeigt hat. Es ist klar, dass private Vermieter höhere Mieten verlangen als Genossenschaften, weil die Privatvermieter wollen ein Business daraus machen, wollen Rendite erzielen. Und weil momentan der Leitzins halt so tief ist, wie er ist der Immobilienmarkt attraktiv. Und es hat viele Private, die dort hineingehen. Dann ist klar, dass die weniger verdienen, einen höheren Prozentsatz von dem Verdienten müssen für die Miete zahlen. Und im Schnitt sind im Moment 1,6% Wohnungen leer. Und von diesen 1,6% sind eben ungefähr 20% zu verkaufen und 80% zu vermieten. Und die Quote von diesen 10% ist, wie es der Name schon sagt, eben eine Quote. Und das ist im Gegensatz zum freien Markt, aber du kannst entscheiden. Gut, jetzt hast du die Macht zu entscheiden. Du dich entscheiden. Geh abstimmen und wähle das, was du für richtig findest. Ich habe alle Quellenangaben unter dem Video in die Infobox hergeschrieben. Falls du eine Frage hast, tu sie in die Kommentare schreiben und ich versuche sie zu beantworten. Das wäre es von meiner Seite. Abonniere den Kanal, um politisch informiert zu bleiben, die Benachrichtigungen einschalten, um keine Abstimmungen mehr zu verpassen. Ich wünsche dir einen guten Tag im besten Land der Welt. Danke und ciao.